Das Auto hat Winterreifen. Wie testet man ein Performance-Auto auf Winterreifen? Wer lanciert überhaupt ein Performance-Auto mitten im Winter? Der M5 hat sich im Laufe der Jahrzehnte stark verändert. Früher ein Athlet im Maßanzug, heute ein sportlicher Vater, der gerne wandert und Zeit mit der Familie verbringt. Ihr wisst schon, jemand, der die Kinder morgens mit dem Fahrrad zur Schule bringt und gleich anschließend einen Geländelauf durch den Wald absolviert. Und das alles mit einem Baby im Rucksack. Ugh. Der G90 ist der letzte aus Garching, der die Schocktherapie erhält. Doch im Vergleich zu den anderen M-Modellen der G-Serie wirkt er durchaus weniger schockierend. Macht ihn das zum klassischen Schönling wie den F90? Da bin ich nicht sicher. Schaut euch mal das Tagfahrlicht an. BMW ist im Laufe der Jahrzehnte von Kreisen über halbierte Sechsecke zu Satzzeichen und typografischen Symbolen gewechselt. Was kommt als nächstes? Mein Tipp? Ein Interrobang oder mehrere Interrobangs. Das wäre dann wohl ein Gruppeninterrobang. Zurück zum Licht. Dass die Nieren beleuchtet sind, ist nach X5 und X6 keine Überraschung mehr. Aber der G90 bekommt eine, die nicht nur mit allerlei Assistenzgedöns ausgestattet ist, sondern auch von einem Lichtstreifen zart umrandet wird. Das Design der Scheinwerfer erinnert an den E60. Sie ziehen sich weit in die ausgestellten Kotflügel, ebenfalls eine Premiere des G90. Und dann kommen wir zum Hauptstreitpunkt. Diese Klappe hier. Oder vielmehr, was sie repräsentiert. Satan. Ja, die dunklen Mächte. Die EU ist schuld daran, dass jedes neue Auto so viel wie ein Neutronenstern wiegt. Idealerweise wird es aber von einem biologisch ernährten Neutronenhamster angetrieben, der in seinem nachhaltigen Neutronenhamsterrad läuft. Aber nur ein Werkteil, versteht sich. Die Lösung? Keine Ahnung. Die Guillotine? Zurück zum Design. Das Carbon-Dach, die Carbon-Außenspiegel und der Carbon-Spoiler sind optionale Extras. Ob sie die Performance wirklich verbessern? Wohl kaum. Aber sie verbessern auf jeden Fall das Aussehen. Zum ersten Mal beim M5 ist der Hofmeisterknick nicht mehr Teil der hinteren Tür. Stattdessen ist es eine schwarze Blende, die die Fensterlinie in den hinteren Kotflügel verlängert. Ich finde, es funktioniert. Hab definitiv schon Schlimmeres gesehen. Hinten haben wir schließlich einen mächtigen Fake-Diffusor mit dem typischen Vierfachauspuff, der aber echt ist. Keine Überraschung also. Der neue M5 ist protziger und extrovertierter als sein Vorgänger. Bowie statt Beethoven. Oder ist Bowie auch schon eher alt? Fragen wir mal ChatGPT. Nenn mir einen Künstler mit B, der moderner ist als Bowie. Beyoncé. Beyoncé ist nicht modern. Es gibt Länder, die jünger sind als Beyoncé. Ein Gletscher hat neulich eine Höhle freigelegt, in der sie eine Malerei von Beyoncé gefunden haben. Wer noch? Billie Eilish. Wer noch? Bad Bunny. Ihr wisst, was ich meine. Oh je, der Fußraum ist nicht sehr tief. Na und, sagst du? Das bedeutet normalerweise, dass sich ein großer Akku unter den Sitzen befindet, was oft zu einer hohen Sitzposition führt. Schauen wir mal nach. Okay, die Sitzposition passt ganz gut. Dann gibt es noch die M-spezifische Lichtshow, die nicht jedem gefällt, aber ich finde sie okay. Was ich nicht okay finde, ist der anhaltende Einsatz von diesen glänzenden Touchflächen, die wie Knöpfe funktionieren sollen, aber nicht wollen. Ungewöhnlich ist auch, wie wenige Knöpfe das Lenkrad hat. Das ist ein Problem. Die Hersteller haben uns über die Jahre eingetrichtert, den gesamten Zubehörkatalog anzukreuzen, damit es keine unbeschrifteten Knöpfe mehr gibt. Und jetzt haben wir hier ein Lenkrad mit fast gar keinen Knöpfen mehr. Dein Gehirn denkt automatisch, aha, ein Basis-M5. Ich habe mein M2 Anfang des Jahres verkauft und seitdem auch kein BMW mehr gefahren. Vielleicht sind das auch einfach Entzugserscheinungen, aber wie dick ist bitte dieses Lenkrad? Ernsthaft, kann mal jemand mit demjenigen reden, der diese Dinger immer dicker macht? Das ist doch ein Hilferuf, oder? Und noch ein kleiner Tipp für euch. Lasst eure Frauen und Freundinnen nicht mit eurem M5 fahren. Ihr werdet ihn nie wiedersehen. Das erste, was man tut, wenn man auf einer Million PS sitzt,
Beim ersten Mal ist es noch ganz großartig. Beim zweiten Mal noch ganz lustig. Vielleicht auch noch beim dritten Mal, wenn du es deinem Kumpel zum ersten Mal zeigst. Ab dann wird es langsam langweilig. Vielleicht auch noch beim vierten Mal, wenn du es deiner hübschen Kollegin zeigst, die du irgendwie überredet hast, nach der Firmenfeier nach Hause zu fahren. Ab dann ist es definitiv langweilig. Hat der M5 also noch mehr zu bieten? Der S68 ist ein völlig neuer Motor. Allerdings sind S-Motoren nicht mehr exklusiv für die, wie nennen wir das, die klassische M-Baureihe reserviert. Das bedeutet, auch die M60i-Modelle der jeweiligen Baureihen bekommen den S68, wenn auch in einer etwas schwächeren Abstimmung. Es ist erstaunlich, wie präzise das Auto sich auf der Straße platzieren lässt. Ja, es ist breit, es ist groß, es ist nicht einfach abzuschätzen, wo das Auto aufhört, aber wenn es um die Räder geht, dann ist es intuitiv. Das Einlenken ist scharf, das Gripniveau aus den Kurven heraus ist hoch und durch die sofortige Leistung der Elektromotoren kannst du dich wirklich aus jeder Kurve herauskatapultieren, egal wie eng sie ist. Ich hasse dieses furchtbare Klischee, das Automobiljournalisten in die Welt gebracht haben. Ja, das Auto kaschiert sein Gewicht sehr gut. Da, ich hab's gesagt. Aber es stimmt. Die Fahrwerkszauberer der M GmbH haben wieder einmal großartige Arbeit geleistet. Der G90 M5 schafft es wirklich, sein erhebliches Gewicht zu verstecken. Als BMW das Auto vorgestellt hat, habe ich mich nicht gerade verliebt. Es war auch keine Liebe auf den zweiten Blick, als ich das Auto abgeholt habe und nach Hause gefahren bin. Auch der erste Launch Control Start oder die lange, aber komfortable Fahrt in die Schweizer Alpen haben meine Meinung nicht geändert. Aber in dem Moment, als ich an der Passstraße angekommen bin, da hat sich was verändert. Ja, das Auto ist immer noch für Blödsinn zu haben, wie es sich für einen M5 gehört. Das Auto ist kontrollierbar, es macht Spaß, es stellt sich heraus, man kann auch im Jahre 2025 noch einen M5 kaufen und Spaß haben. Und ich meine nicht die Art von Spaß, bei dem man durch die Stadt rollt, Lärm macht und die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich zieht, sondern den Spaß, bei dem es ums Fahren geht. Und nicht ums Geradeausfahren, denn das können noch ganz viele andere. Aber es sind BMWs, die das Kurvenzeugs einfach besser machen. G90 M5 verfügt über viele Facetten, die man nach und nach entdecken kann. Zuerst ist es einfach nur ein dicker Brummer mit einer Million PS und Newtonmeter. Dann machst du ein paar Launch Control Starts, du lachst dich schlapp, aber dann fängst du an, das Auto wirklich zu entdecken. Du erkennst, dass du eigentlich jede Kurve mit fast jeder Geschwindigkeit nehmen kannst, weil das Einlenken so direkt ist. Du fängst an, mit dem Antriebsstrang zu spielen. Du lehnst dich ein bisschen mehr rein in die Kurven. Dann beginnst du das Auto ein wenig quer zu stellen. Und es fühlt sich nie an, als wäre der M5 damit überfordert. Er gibt dir Zeit, dich langsam heranzutasten. Und dafür muss ich die Jungs und Mädels von der M GmbH loben. Ja, ich wünschte mir, es wäre kein Hybrid. Ich wünschte, er wäre leichter. Ich wünschte mir, er hätte einen V10. Gott, was wünsche ich mir, einen freisaugenden V10. Aber hat er nicht. Am Ende zählt Folgendes. Im Jahre 2025 kannst du immer noch einen M5 kaufen, der immer noch ein M5 ist. Das Ende. Ich hatte eines der besten Fahrerlebnisse überhaupt in diesem Auto. Einen verschneiten Flüelerpass würde ich normalerweise vermeiden. Aber ich dachte, ein X-Drive M5 sollte das problemlos schaffen. Und das tat er auch. Nach ein paar vorsichtigen Minuten des Herantastens hatte ich genug Vertrauen, um den Pass mit Schwung hochzufahren.
Was nun? Manche hassen ihn wegen seines Gewichts oder Aussehens. Manche kaufen ihn vielleicht gerade wegen seines dreisten Aussehens. Andere wegen seiner Warp-Geschwindigkeit. Aber dann gibt es vielleicht ein paar, die ihn wegen seines überragenden Fahrwerks ausprobieren wollen. Und für die habe ich eine gute Nachricht. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Gewicht hin oder her.